Herzlich willkommen im Livestream-Gottesdienst vom heutigen Tag. Herzlich willkommen alle FEGler, die auf den Sofas hocken oder auch auf dem Sitzplatz. Hey, geniessen es. Herzlich willkommen aber auch alle, die das erste Mal da sind oder die sonst einfach mal reinschauen. Auch ihr geniessen den Morgen. Und herzlich willkommen auch, wenn du ein bisschen später einschaltest, weil du jetzt gar keine Zeit hast oder eben dann ein bisschen später. Ja, auch jetzt herzlich willkommen auch du. Geniessen den Morgen. Wir haben Livestream-Weekend. Was passiert denn da? Oh, da werden wir gerade noch ein bisschen gecratcht. Das ist schnell ein bisschen aus dem Weg. Genau. Am Freitagabend Teenie-Zone und Catch-up im Zoom-Meetings. Auch unsere Kinder haben dort mitgemacht. Dann am Samstagnachmittag Streamjar, wo auch schon recht gut eingespielt ist. Alles mit Livestream und eben heute Morgen. Wir freuen uns, der Simi, unser Jugendmitarbeiter, predigt nachher gerade zum Thema Psalm 62. Bis ruhig meine Seele bei Gott. Genau. Manchmal stürmt es, auch gerade wieder in der jetzigen Zeit. Und auch wenn es stürmt, dann haben wir einen Ort, wo wir in die Ruhe kommen können. Und das ist bei unserem Gott. Ich freue mich auf die Predigt von Simon. Merci vielmals. Guten Morgen miteinander. So cool, dass ich da sein darf. So cool, dass wir miteinander dürfen im Psalm 62 einsteigen. Ich bin der Simon. Ich bin Jugendpastor von der FG Gembach, wie wir schon gehört haben. Und ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Und ich will gerade mit einer Geschichte einsteigen. Und zwar ist eines Tages eine alte Dame heimgekommen. Wo sie daheim war, hat sie gemerkt, dass sie ihre Uhr verloren hat. Ihre Uhr war keine Rolex, keine besonders wertvolle Uhr, aber die Uhr hat ihr doch sehr viel bedeutet. Sie hat sich auf die Suche gemacht und hat im ganzen Haus hat sie gesucht. Im Garten aussen hat sie gesucht, aber sie hat ihre Uhr einfach nicht mehr gefunden. Auf der anderen Strassenseite hat es einen grossen Spielplatz gehabt. Dort haben mega viele Kinder gespielt und sie hat gedacht, komm, ich gehe doch auf die andere Strassenseite und frage die Kinder, ob sie mir bei der bei der Suche helfen können. Und die Kinder haben freudig zugesagt und sie haben sich alle zusammen auf die Suche gemacht nach der Uhr von dieser alten Dame. Sie haben gesucht auf dem Fußgängerweg, in den Einkaufsläden, überall dort, wo die alte Dame an dem Tag unterwegs war. Doch sie haben die Uhr leider nicht gefunden. Und so hat sich die alte Dame enttäuscht wieder auf den Heimweg gemacht. Wo sie die Heim angekommen ist, hat es plötzlich geklopft an der Haustüre und ein kleines Mädchen ist vorne dran gestanden. Das kleine Mädchen hat die alte Dame gefragt, darf ich noch einmal nach deiner Uhr suchen? Und die alte Dame hat gesagt, ich habe schon ganz müde Beine und ich mag leider nicht mehr mit dir mitkommen, aber wenn du möchtest, dann darfst du natürlich nach meiner Uhr suchen. Und so hat sich das kleine Mädchen auf den Weg gemacht und ist nach kurzer Zeit schon wieder zurückgekommen. Und es hat etwas in der Hand gehabt. Es war die Uhr von der alten Dame. Und die alte Dame und alle Kinder haben sich so gefreut und haben gefragt, wo hast du die Uhr nun gefunden? Was hast du gemacht? Und das kleine Mädchen hat gesagt, eigentlich habe ich nichts gemacht. Als ich unterwegs war, ganz alleine, und es ganz still war um mich herum, ganz ruhig war es, da habe ich plötzlich ein Ticken gehört. Ein Ticken von einer Uhr. Und ich habe gewusst, wo die Uhr versteckt ist. Wenn wir in der Stille sind, dann verändert sich unsere Aufmerksamkeit. Dann verändert sich unsere Wahrnehmung. Ich weiß noch genau, das ist genau gleich wie in meinem Beziehungsleben mit Jesus. Wenn ich mit ihm unterwegs bin. Er war nie wirklich fern von mir. Er war immer mega nah in meinem Leben. Und er war mir auch immer mega wichtig. Doch mega lang habe ich eigentlich nicht wirklich viele Sachen über die Bibel berichten. Mega lang habe ich nichts erlebt mit Gott. Ich habe auch nie erlebt, wie Gott zu mir geredet hat. Doch in der Stille hat sich vieles verändert. In der Stille habe ich mega viel erleben können, wie Gott zu mir geredet hat. Noch viel mehr wie in manchen lauten Situationen. Wir Christen, wir füllen die stille Zeit oft mit Bibel lesen und beten. Aber die Stille, die geht noch viel weiter.
Die Stille geht dort rein, wo wir selber nichts mehr tun und einfach hören. Hey, wir stecken mit in der Predigtserie der Psalmen und wir werden miteinander Psalm 62 anschauen. Was ich so cool finde an den Psalmen, sind die Wortspiele, die Wortbilder, wo die Autoren von diesen Psalmen immer wieder brauchen. Es sind so viele coole Metaphern, die einem so können ins Herz reden und einem so bleiben. Das finde ich mega lässig an den Psalmen. Wir wollen schauen, wie wir uns Gott hingeben können, wie wir ihm vertrauen können, unerschütterlich vertrauen und wie es sich lohnt, einem geduldig zu warten. Der Psalm 62 redet von einem inneren Sieg und einem grossen Vertrauen. Stark, vielleicht für unseren Alltag, mal schauen, wie er uns helfen kann. Wir wollen den Psalm gerade zusammen lesen. Nehmt doch eure Bibel vor und schlägt den Psalm 62 auf. Führt den Chormeister nach Jedutun ein Psalm Davids. Zu Gott allein ist meine Seele still, von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, nie werde ich wanken. Ihr alle, wie lange wollt ihr morden, anstürmen gegen einen Mann wie gegen eine eingestoßene Wand, eine umgestürzte Mauer? Sie planen ihn von seiner Höhe zu vertreiben, sie lieben den Trug. Sie segnen mit ihrem Mund, aber in ihrem Herzen fluchen sie. Selah. Zu Gott allein sei still, meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg. Ich werde nicht wanken. Meine Rettung ist bei Gott und meine Ehre, mein schützender Fels, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn, Volk, zu jeder Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Selah. Nur Hauch sind die Menschen Trug, die Sterblichen. Auf der Waage schnellen sie empor, allesamt leichter als Hauch. Vertraut nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht eitle Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum wächst, hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, 2 Dinge sind es, die ich hörte. Bei Gott ist die Macht und bei dir, Herr, die Güte, denn du vergiltst einem jeden nach seinem Tun. Und ich mir Zeit genommen habe, um mit ein paar Freunden den Psalm zu lesen, haben wir sofort gemerkt, dass der Vers 2, zu Gott allein ist meine Seele still, von ihm kommt meine Hilfe. Und der Vers 6, zu Gott allein sei still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung, mega identisch sind. Aber wo wir genau angeschaut haben, haben wir gemerkt, dass der David mit diesen 2 Versen einen kleinen Unterschied, einen kleinen Unterschied, einen kleinen Fokus anders legt und eigentlich ein bisschen etwas anderes aussagen mit denen. Wir werden miteinander zuerst in Vers 2 eintauchen und schauen, was der David für einen Fokus legt dort. Und nachher werden wir auf den Vers 6 eingehen und schauen, hey, was ist genau der Unterschied, wo der David davon redet. Wenn ich stille Zeit mache daheim, wenn ich meine Beziehung zu Jesus vertiefe und mir Zeit nehme zum Bibellesen, mache ich das oft im Bett. Aber meistens ist es so, dass ich dann nicht auf dem Bett liege, sondern dass ich vertikal gerade im Bett stehe, weil ich so von Emotionen und Gefühlen dort drüber bin. Dort eskaliert es aber komplett bei mir, weil ich das so cool finde, auch das zu lesen, was in der Bibel steht und nachher konfrontiert mit der Realität um mich herum. Dann muss ich einmal am liebsten aus dem Zimmer rausrennen und den Nächsten gerade konfrontieren mit dem, was ich da gelesen habe und mit all meinen Gedanken in meinen Kopf werfen. In solchen Situationen ist meine stille Zeit einfach alles andere als still. Ich weiß noch genau, als ich die Bibelstelle gelesen habe, wo Jesus an Petrus den Schlüssel gibt fürs Himmelreich. Und ich dachte dann, ich will den Schlüssel auch. Ich habe meinen Mentor angerufen und gefragt, hey, was bedeutet das? Was ist das für ein Schlüssel? Wie kann ich den Schlüssel haben? Dann habe ich meinen Pastor angerufen und gesagt, er muss mir Material schicken zu dieser Bibelstelle, damit ich das auslegen kann, damit ich verstehen kann, was das bedeutet.
Ich habe meinen Schulungstag, den ich dort hatte, 3-mal unterbrochen, um das Thema einzuwerfen, damit wir darüber diskutieren können, was der Schlüssel für das Himmelreich bedeutet. Meine Zeit dort mit Jesus ist alles andere als still gewesen. Ich bin von Gefühlen und Emotionen hin und her gerissen worden. Ich war wie ein Schiff im Sturm, das bewegt wird, aber mich nicht können. Aber der Sturm hat mich nicht vom Ankerplatz losreißen. Verankert in unserem barmherzigen Gott. Es ist nicht schlecht, wenn man auf die Tiefe geht, suchen, was es bedeutet. Aber es kann sein, dass wenn man hin und her getrieben ist, dass dann deine Schwäche zum Vorschein kommt. Schwäche vielleicht auch bei mir persönlich, gerade bei meiner Arbeit, wo ich vielleicht eine Bibelstelle noch nicht so verstanden habe, wo meine Schwäche zum Vorschein kommt. Hey, was ist wohl die Situation gewesen, wo der David den Psalm geschrieben hat? Wir wissen jetzt nicht so genau, ob der Absalom, wo wir im 2. Samuel lesen können, ob der Absalom hinter dieser Verschwörung steht. Aber was wir wissen, ist, dass der David verraten worden ist, als er den Psalm geschrieben hat. Er ist verraten worden. Und er hat sich selber beschrieben wie ein Mann, wie eine eingestoßene Wand, wie eine umgestürzte Mauer. Er war in einer Situation, in einem Sturm, wo seine Schwäche zum Vorschein ist. Ich weiß nicht, was dein Sturm ist im Leben. Vielleicht ist es wie bei mir, wenn es dich völlig aus den Socken haut und du hin und her bist vom Gefühl. Vielleicht ist es aber auch beim David, wenn du verletzt wirst oder wenn du verraten wirst. Was ich mega spannend finde, ist, wie der David in dem Moment von Gott redet. Was für Wörter er braucht, um ihn zu beschreiben. Er sagt, Gott ist wie ein Fels, eine Höhe, eine Burg. Er sagt, hey, nicht in Davids Wesen ist es still gewesen, sondern Gott selber ist die Stille. Wenn wir nachschauen, was die Wörter aussagen von einer Burg, einer Festung, einer Höhe, dann kommen wir auf Wörter wie befestigt, geschlossen, bergend, schützend und fest. Etwas, was fest ist. Etwas, wo heute, gestern und in Ewigkeit gleich bleibt. Er braucht die Stille, um Gott zu beschreiben. Kann es sein, dass Gott stille ist? Herr Jesus Christus hat dem Fundament, wo wir in die Stille gehen können, nochmal ganz eine neue Tiefe gegeben. Er hat gesagt, er wird sein Königreich vom Frieden und von der Söhnung nicht durch Macht, nicht durch Politik, nicht durch Waffengewalt aufrichten. Als er unterwegs war mit seinen Jüngern, hat er ihnen gesagt, wir werden nach Jerusalem gehen. Dort werden sie mich denen ausliefern, die Gott nicht kennen. Sie werden mich verspotten, beschimpfen, anspucken und schließlich auspeitschen und töten. Kurz, also am Tag vor Jesus Tod, sind sie zusammen im Garten Gethsemane gewesen. Und dort ist der Judas mit den Soldaten gekommen, um Jesus abzuführen. Und der Petrus hat das nicht wollen. Er hat Jesus beschützen. Er hat das Schwert gezogen und hat einem von diesen Soldaten das Ohr abgehauen. Aber Jesus hat ihn sofort zurechtgewiesen und hat gesagt, Petrus, ich baue mein Königreich nicht mit Waffengewalt auf dieser Welt. Jesus ist zu dem Soldat an, hat ihm die Hand aufgelegt und hat sein Ohr wieder geheilt. Am nächsten Tag ist Jesus zwischen zwei Dieben auf dem Berg auf gewaltsame Art getötet worden. Kurz bevor sein Puls aufgehört hat zu schlagen, hat er aufgeschrien und all denen vergeben, wo Jesus gekreuzigt haben. Seine ausgestreckten Arme am Kreuz sind ein Zeichen von seiner Umarmung,
von seiner versöhnenden Liebe, die er für dich und mich trägt. Ein Zeichen für seine unendliche Liebe, die er hat für dich und für mich. Dass alle, die zu Jesus kommen, sich dürfen auf das Fundament von dieser Tiefe, auf das Fundament von dieser Tiefe, neue Tiefe, wo Jesus Christus dieser Stille gibt, dürfen kommen. Kurz auf das Aber, 3 Tage später ist Jesus von den Toten auferstanden. Und es ist der Auftrag gekommen an die Kirche, zu dienen, wie Jesus den Messias dient hat. In der Kraft vom Heiligen Geist zugunsten der gebrochenen Welt. Sein Königreich wird nicht durch Waffengewalt aufgerichtet, sondern ist verankert in der liebenden, versöhnenden Liebe von Jesus selber. Gott selber ist die Stille. Eine Burg, eine Festung, eine Höhe. Seine versöhnende Liebe, die für jeden Mensch gilt. Wenn es um mich herum stürmt und ich hin und her getrieben bin, wie ein Schiff im Sturm, will ich verankert sein und mit grosser Zuversicht in dieser versöhnenden Liebe von Jesus verankert sein. Das hat mir mega geholfen, das zu verstehen. Und hat mir auch geholfen in der Herausforderung, wo wir dann im Vers 6 konfrontiert werden. Ich meine, ich bin eher laut, auffallend und eher so ein bisschen alles andere als still meistens. Aber zuerst einmal merken, dass nicht ich still bin, sondern dass Gott still ist, das hat mir geholfen. Okay, wir gehen einen Schritt weiter. Was hat der David mit dem Vers 6 aussagen? Gott allein sei still, meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Ein kleiner Unterschied. Er will etwas anderes ausdrücken, obwohl fast das Gleiche steht. Dort innen werden wir mit dem typischen Thema konfrontiert, das in den Psalmen immer wieder aufgegriffen wird. Wir leben in dieser Welt. Und in dieser Welt gibt es Böses und Schmerz. Es gibt Sachen, die uns unruhig lassen. Und trotzdem, und gerade wegen dem, möchte ich verankert in dieser versöhnenden Liebe von Jesus Christus, möchte ich die Verheißungen leben, die Gott über uns ausspricht. Wir können in diesem Psalm so viele wunderbare Ausdrücke herauslesen, mit denen Gott beschrieben wird. Quelle von unserer Rettung, unser Fels, unsere Festung, die Grundlage von unserer Hoffnung, unsere Ehre, unsere Zuflucht, die Quelle von der Macht und die Quelle von der Gnade. Nach dem Blick von David auf seine Widersacher im Vers 4 und 5 ist der David bei Gott vollkommen angekommen. Zu Gott allein sei still meine Seele. Die Unruhe und die Widersacher, die haben den David dazu getrieben und ihn sogar bestärkt, in Gott zu ruhen, in Gott still zu sein. Er betet dort in einer Zuversicht und nicht in einer Selbstsicherheit. Was sind deine Widersacher in deinem Leben? Meine Widersacher sind oft Herausforderungen im Alltag. Wenn ich zu kämpfen habe mit meiner Selbstdisziplin im Studium oder auch oft Gedanken, die ich habe, dass ich es meistens besser kann als die anderen. Viel auch mit meinen eigenen Gedanken zu tun. Im Vers 2 vom David in dem Psalm geht es um Bewegung. Es geht darum, dass Gott gestern, heute und in Ewigkeit der gleiche ist. Dass wir verankert sein in seiner versöhnenden Liebe. Und im Vers 6 geht es um die Geräuschekulisse. Dort sind wir bei dem typischen Verständnis angekommen, das wir meistens haben von diesen beiden Psalmen. Das Kind daheim, das umeinander schreit, das ist alles andere als still. Das ist nämlich ganz laut. Wir reden dort in dem Vers 6 von dieser Stille, die wir suchen müssen, von dieser Stille, die wir schaffen müssen, von dieser Stille, die wir auch in der Geschichte am Anfang gehört haben. Der Teufel braucht in unserem Alltag oft 3 Sachen,
um uns von dieser Stille abzuhalten. Der Lärm, der Stress und die Menschenmasse. Wo es keine selbstgemachte Bewegung und Erregung mehr gibt, kann der Geist Gottes uns bewegen. Dort innen sind wir herausgefordert, die Stille zu suchen, die Stille zu schaffen. Wir sind herausgefordert, in die Einsamkeit aufzusuchen. Wir sind herausgefordert, uns am Stress vom Alltag zu stellen und ihm entfliehen. Das ist etwas, was mir im Alltag eher schwerfällt. Das tönt für mich einmal wie so ein «Spürst mich, fühlst mich» Kram, wenn es dann noch weitergeht, so mit dem inneren Sieg erlangen und so. So «Spürst mich, fühlst mich» Kram, so etwas, wo einfach für die esoterischen Glöcklispiel-Liebhaber ist. Etwas, wo mir eher schwerfällt im Alltag. Aber so ist es nicht, weil Stille weist auf ein Vertrauen hin. Stille ist etwas, das mega geduldig ist. Der David ist angekommen bei Gott. Er geht an seinem Klagen, an seinen Widersachen vorbei und kommt in die Gegenwart zu Gott. Es drückt ein geduldiges Wort aus, dass Jesus auf seine Weise und in der von ihm gesetzten Zeit handelt. In dieser Zeit habe ich Gott schon viel erlebt. Habe ich schon viel erlebt, wie Gott auch zu mir geredet hat. Den inneren Sieg erlangen und das tiefe Vertrauen aufbauen. Doch wie können wir das machen? Ich habe einen Freund gefragt, der sich in das Abenteuer gestürzt hat, ob er uns nicht ein bisschen berichten könnte, wie er das gemacht hat. Wie er sich die Zeit genommen hat, um in die Stille einzutauchen. Ich habe ein Video dabei, schaut doch rein. Hallo zusammen, mein Name ist Andi Benninger und der Simi Müller hat mich angefragt, dass ich erzählen kann, wie ich das erlebt habe. Es ist eine stille Zeit zwischen mir und Gott, wo ich mir bewusst Zeit genommen habe, um einfach mit Gott Zeit zu verbringen und auf ihn zu hören. Ich habe das gemacht vor 3/4 Jahren. Es ist eine strenge Zeit hinter mir gelegen. Ich habe gerade eine Ausbildung abgeschlossen und vor mir sind auch intensive Monate gelegen. Und darum habe ich mir bewusst Zeit genommen, um mit Gott Zeit zu verbringen, auf ihn zu hören und einfach in seiner Gegenwart aufzudanken. Ich habe dann 3 Tage bin ich in die Berge gegangen, habe dort das Gästehaus gebucht und einfach Zeit mit ihm, einfach in den Bergen, Stille, sonst nichts, mir vorgenommen. Ich bin dann dort hochgekommen am Abend, habe dort zu Nacht gegessen und habe dann Gott gefragt, hey, was ist dran? Wo sollen wir anfangen? Was willst du von mir in dieser Zeit? Und ich habe es dann auf das Herz bekommen, um zuerst die Beziehung aufzuräumen, zum Vergangenen benennen, in der Beziehung, in der Gegenwart von Gott, Schuld bekennen, anderen zu vergeben und so eigentlich einfach auch mein Leid, meine Nöte, Sachen, die ich Fragen kann im Leben vor Gott zu nennen, mit ihm, eigentlich bei ihm abzulegen. Und er wünscht sich das mega. Und ich habe dann das so gemacht und das war eine sehr persönliche Zeit gewesen, mit ihm an diesem Abend, mit Bibel lesen, ein bisschen singen, Lieder hören und so eigentlich die Beziehung pflegen zu Gott. Am nächsten Tag bin ich dann aufgestanden, zum Morgenessen und nachher bin ich müde gewesen, nochmal ein bisschen ins Bett gelegen und dann eingeschlafen, um 1:30 am Morgen. Und dann habe ich geschlafen bis um 1:30 am Nachmittag und hatte 2 mega coole Träume gehabt, die voll in mein Leben geredet haben. Die Träume habe ich mir gewünscht, das war ein Gebetsanliegen, das ich etwa ein halbes Jahr vorher hatte. So ein bisschen Träume wie der Josef. Ich habe einfach gefunden, das wäre so ein Herzenswunsch von mir, um Gott auf eine neue Art kennenzulernen. Und ich habe das hier ein halbes Jahr vor dieser stille Zeit ein bisschen gebeten, ein paar Monate lang, aber habe das gar nicht mehr so bewusst jetzt auf dem Schirm gehabt während dieser stille Zeit. Und Gott ist aber durch 2 Träume, die mir sehr klar waren, auch in der Bedeutung, haben es Sinn gemacht, ist mir Gott begegnet, eigentlich wirklich ein bisschen wie beim Josef, natürlich ganz in einem kleinen Rahmen. Und die Träume haben mir einfach einen kleinen Einblick gegeben in Gottes Charakter, was er ist, wie er ist. Und er hat mir aber auch in dieser Zeit eine Vision aufs Herz gelegt oder einen Auftrag gegeben für die nächsten Monate, die nachher kommen sind. Und das habe ich nur erleben in dieser stillen Zeit, weil da habe ich mir wirklich Zeit genommen, um Gott reden zu lassen
und mit ihm Beziehung pflegen. Am Nachmittag bin ich dann noch ein bisschen wandern und am nächsten Tag dann eigentlich abgereist. Ich hatte auch den Wunsch gehabt, zum Gott noch mehr erleben. Ich habe viel Bibel gelesen. Aber es war mega wertvoll, die zwei Hauptteile, eigentlich der erste Teil, wo ich die Beziehung aufgeräumt habe, wo ich meine Sorgen abgeladen habe, wo ich auch Sachen, die ich nicht verstanden habe, aufgeräumt habe und einfach mein Herz bei Gott ausgeschüttet habe. Und nachher der zweite Teil, wo Gott mir eine neue Vision aufs Herz gelegt hat, wo Gott mir einen neuen Auftrag gegeben hat, mich zugerüstet hat und mir wirklich seine Liebe und seine Persönlichkeit auch ein ganz bisschen vorgestellt hat. Es war mega spannend, diese Zeit, und mein Vorbild war eigentlich Jesus. Mir ist aufgefallen vor gut einem Jahr, dass Jesus eigentlich vor seinen grossen Entscheidungen immer in Beziehung mit dem Vater getreten ist. Also zum Beispiel, bevor er die Jünger berufen hat, hat er eine Freinacht gemacht und gebetet. Und es ist mega wichtig, dass wir Gott nicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit geben, um mit uns zu reden, sondern ab und zu auch eine längere Zeit von 1, 2 oder 3 Tagen, wo wir wirklich mit ihm Beziehung pflegen können, wo wir Sachen bereden, Sachen auch abladen bei ihm und Sachen bereinigen. Ich habe das sehr eine wertvolle Zeit gefunden und es hat mich mega gestärkt und hat auch meinen Glauben geprägt. So gut, wie der Andi sich aufgemacht hat, um die Stille zu suchen. Und ich habe gemerkt, er hat es wieder gefüllt. Er hat es wieder gefüllt mit Bibellesen und Beten. Und er hat erkannt, dass Gott still ist. Und es ist aber noch weitergegangen. Er ist noch weiter in die Stille und Gott hat ihm eine Vision, einen Auftrag gegeben, wie es weitergehen soll in seinem Leben. Und hey, das Abenteuer wollte ich dir zusprechen, dir Mut machen, mal dort reinzutauchen und dann schauen, was passiert. Ich meine, warum gehen wir in Gottesdienst? Warum gehen wir in Kleingruppen? Warum lesen wir die Bibel? Warum pflegen wir Gemeinschaft mit anderen Christen? Weil Gott uns dort in unser Innerste, unser Fühlen und unser Denken mit seiner Präsenz füllt. Wir müssen erkennen, dass Gott stille ist. Und das machen wir, indem wir dafür beten, dass Gott uns die zwei Hauptquellen vom Bibellesen und vom Gebet immer aufrichtig, vital und ansprechend behaltet. Vielleicht 2 Tipps für auf den Weg. Ich merke, dass ich konzentrierter bete, wenn ich mein Gebet aufschreibe, so wie der David. Und die Wahrheit von der Bibel prägt uns dort am meisten, wo wir sie anderen weitergeben können. Und das Zweite ist, wir können erkennen, in Gott still zu sein. Wir können erkennen, in Gott zu ruhen. Was uns dort mega hilft, ist, wenn wir Bücher lesen zum Thema und das in der Stille vor Gott reflektieren. Momentan erleben wir so östliche, oft buddhistische prägte Bewegung, die kommt aus dem Osten, wo es immer um die Meditation und die Aufmerksamkeitsübungen geht. Und dort drinnen finde ich es einmal mega schade, dass wir Christen den Ursprung von unserer Stille und von unserem Suchen von dem in Gott zur Ruhe vergessen haben. Dass wir Christen das auf die Seite legen und sagen, das hat nichts mehr mit uns zu tun. Wir müssen diesen 3 Sachen, wo wir immer wieder herausgefordert sind, im Alltag die Stirn bieten. Immer wieder die Einsamkeit aufsuchen. Am Morgen einen Spaziergang machen oder eine Tasse Kaffee trinken, einen Psalm lesen und dann einfach auf Gott hören. 50% Bibel lesen und beten und 50% hören. Wir müssen immer wieder die Stille schaffen, um auch der Oberflächlichkeit von unserer Kultur die Stirn zu bieten und die schöpferische Tiefe abzutauchen. Und wir sind auch immer wieder herausgefordert, Zeit einplanen und Zeit freizuschaufeln, dass wir genau die Stille eintauchen können. Wir werden gerade jetzt zusammen eine Minute von der Stille haben. Frag doch am Anfang Gott, was er dir sagen möchte. Und dann fang an zu hören.
Ich werde nach dieser Zeit, von dieser Minute, noch das Schlussgebet sprechen. Ja, Vater, ich will dir Danke sagen, dass du stille bist. Dass wir immer wieder zurückkommen und verankert sein in deiner versöhnenden Liebe, die du hast für dich und für alle anderen. Für die versöhnende Liebe, die für jeden Mensch gilt. Die Stille, wo du bist. Wir dürfen wissen, dass wir zu dir dürfen kommen und ein Gott uns begegnet, wo liebend ist. Wie viel mehr Freude kann denn uns das machen, uns auch wirklich uns in das Abenteuer einzulassen. Ja, und Vater, ich wollte dir Danke sagen, dass wir bei dir ruhen können. Dass wir bei dir still sein können und du uns dort immer wieder auch aufdankst. Dass du uns wie beim Andi Visionen und Wege aufzeigst, wo sie in unserem Leben weitergehen soll. Dass du dort zu uns redest, dass du ein Gott bist, der lebendig ist und wo wir erleben können, wenn wir uns auf das Abenteuer einlassen. Ich wollte dir Danke sagen, dass wir einfach immer wieder zu dir kommen, so wie wir sind, dort, wo wir sind, in dem Umfeld, wo wir leben. Amen. Ja, hey, wir wollen zusammen jetzt in eine Zeit eintauchen. Ich möchte dich einladen, Gott möchte dich einladen in eine bewegende Zeit, in eine Zeit von der Stille, wo er uns auch begegnen kann. Ja, dass wir einfach auch dürfen so wie wir gerade sind, dass wir dürfen so vor Gott kommen, dass wir dürfen einfach unser Herz locker, unsere Hemmungen abstellen, dass wir dürfen locker vor Gott kommen und dass wir in eine bewegende Zeit, wo uns Gott begegnen darf, wo uns Gott begegnen kann, eintauchen. Lass uns ein Haus bauen, ein Haus vom Lob. Ein Tag im Haus von dir ist nie genug für dich. Hast alles gegeben für mich, dass ich bei dir kann sein. Nichts erfüllt mein Herz, wie wenn ich dich kann sehen. Du lebst in unserem Lob, dass ich bei dir kann sein. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Mond. Ich sehe sehnt sich nach dir,
dass ich dir näher kann sein. Mit jedem Schritt zu dir lebt neue Kraft in mir. Nichts erfüllt dies Herz, wie wenn du uns kannst sehen. Du lebst in unserem Lob und wirst gern bei uns sein. Wir bauen und wir bauen das Haus vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen das Haus vom Lob. Du wirst mit uns wohnen, immer an dem Mond. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus, wo du willkommen bist. Strehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Das ist ein Ort, wo du willkommen bist. Gieß die ganze Fülle auf uns aus. Wir bauen das Haus vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Ja, lass uns einfach, lass uns ein Haus bauen, lass uns Häuser bauen vom Lob. Dort, wo du gerade bist, steigen wir einmal ein, zusammen in den Refrain. Wir bauen. Und wir bauen das Haus vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen das Haus vom Lob. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Mond. Vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen das Haus vom Lob. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Mond. Das nächste Lied, das wir singen, ist genau der Psalm 62. Ja, wo wir einfach wissen dürfen, dass wir bei Gott zur Ruhe kommen können, dass wir, ja, wo wir einfach proklamieren, auch mit Musik, dass die Stille ein Ort ist, wo Gott uns begegnet. Und wir wollen auch eintauchen in die Stille. Wir wollen zusammen eintauchen in die Stille, wo Gott uns begegnen kann. Bist still zu Gott, meine Seele. Ist meine Hoffnung. Bist still zu Gott, meine Seele.
ist mein Fels. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Mächtig ist Gott, meine Zuversicht. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Mächtig ist Gott, meine Zuversicht. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, dass du willst uns begegnen. Danke, Herr, dass wir dürfen da stehen, dass wir dürfen unsere Herzen aufmachen und du wirst uns eine Antwort geben. Und ich bitte dich so, Herr, dass du uns in der nächsten Zeit eine Antwort wirst geben, Herr. Ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du mit dem Heiligen Geist zu uns redest, Herr. Und ja, das wollen wir einfach auch gerade machen. Wir wollen zusammen in eine Stille eintauchen. Ja, wo du einfach darfst auf Gott hören oder beten, wie du willst. Zu Gott, meine Seele. ist meine Hoffnung, besteht zu Gott, meine Seele. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Mächtig ist Gott, meine Zuversicht. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Mächtig ist Gott, meine Zuversicht.
lass uns zusammen noch ein bisschen freudig sein, lass uns noch ein bisschen zusammen aufstehen. Komm, stehen wir doch zusammen auf. Steh auf dort, wo du gerade bist. Lass uns zusammen Gott feiern. Die treibende Kraft. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich streck mich aus nach dir. Ich lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich streck mich aus nach dir. Ich lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Wenn alles, wo mir Halt gibt, mich verlangt. Oh, meine Sicherheit in dir bleibt stehen. Oh, wenn alles, wo mir Halt gibt, mich verlangt. Oh, meine Sicherheit in dir bleibt bestehen. Du bist mein Fels, mein fester Grund. Lass uns noch zusammen einsteigen, ich vertraue dir. Ich vertraue dir mein Leben an. Du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an. Du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Yes, so gut. Hey, danke vielmals, Worship-Team, für euren Dienst, den ihr uns da habt. Danke vielmals, Simi, mega coole Message, die du gebracht hast. Danke auch, Andi, vielmals für den Einblick, den du gegeben hast, wenn Gott zu dir geredet hat. Danke auch der Technik, dass er alles so anbringt, dass das einfach so läuft. Es ist nicht immer ganz einfach, das weiss ich selber auch. Wir werden nächsten Sonntag dann weiter in der Predigtserie weitergehen mit den Psalmen. Wir werden am nächsten Dienstag ein Zoom-Meeting haben, der Gemeindeabend via Zoom. Herzlich willkommen auch dort. Ich danke euch auch vielmals für die weiterhin treuen Spenden, die du gibst, die du uns unterstützt, für den Betrieb, dass wir dann weiter erhalten können, die Miete, die wir hier zahlen, etc. Danke vielmals, bis herzlich gesegnet. Wir haben auch heute wieder Geburtskinder unter uns, und zwar Rael Benninger. Herzliche Gratulation zu deinem Geburtstag. Und auch Maja Klingler,
gratulieren wir dir auf diesem Weg ganz herzlich. Und Ton ab. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Maya, liebe Rahel. Happy birthday to you. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Maya, liebe Rahel. Zum Geburtstag viel Glück. Alles Gute wünschen wir euch. Gottes Segen. Rahel, auch dir von fern. Yes. Genau, ganz einen schönen Tag euch wünschen wir. Jetzt bleiben mir nur noch 2 Sachen. Teilt doch den Link auf YouTube, euren Kollegen auf WhatsApp, wie auch immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Kommt nachher noch in die Zoom-Kaffee-Bar, wo jetzt dann gleich aufgeht. Und dann bleibt mir nur noch am Schluss zu sagen, bis gesegnet und vertraue darauf, Gott wird mit dir sein, auch in der nächsten Woche. Ciao zusammen.